heute so harte Riffs klingen wie vorher bei Serpent of Moses, dann leuchtet uns auch allen ein, dass da nur eine Bezeichnung passt für die Musik. Schwermetall, auf Englisch Heavy Metal. Unsere Lieblingsmusik ist hart wie Metall und so schwer wie der Stahlträger hier auf dem Tisch hier, den der Alex extra mitgebracht hat. Ich denke, es ist kein Zufall, dass der Heavy Metal in der Umgebung von den lauten Stahlwerken von Birmingham erfunden worden und geprägt worden ist. Sowohl Black Sabbath wie Judas Priest kommen von dort. Aber der Begriff Heavy Metal, der ist nicht in Birmingham erfunden worden. Wer weiß, wo der Begriff das erste Mal im Zusammenhang mit Musik auftaucht? Genau, 1968 im Song Born to be Wild von Steppenwolf, im Titelsong vom Film Easy Rider. Dort heisst es nämlich: I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the winds and the feeling that I'm under. Also auf Deutsch: Ich liebe Rauch und Blitze, schwere Metalldonner, Wettrennen mit dem Wind und das Gefühl, das mich ganz einnimmt. Der Song ist zwar noch nicht ganz Heavy Metal im heutigen Sinn, aber das tiefe Knattern von einem Chopper-Motorrad auf der Weite vom amerikanischen Highway, ich glaube, ja, das ist nicht mehr allzu weit bis zu unserem Heavy Metal. Ich liebe Rauch und Blitze, schwere Metalltonnen. Der Mars Bonfire ist auf die Idee zu dem Song gekommen, als er auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles ein Werbeplakat gesehen hat mit der Aufschrift Born to Ride. Und darauf hat es ein Motorbike gehabt, das ausgesehen hat, als ob es aus einem Vulkan raus explodieren würde. Ich liebe Rauch und Blitze, schwere Metalltonner. Rauch, Blitze, Donner. Da kommt Gottes Erscheinung am Berg Sinai in den Sinn. Nachdem Gott das Volk Israel wundersam aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, da haben sie am Berg in der arabischen Wüste die Regeln für die neue heilsame Gemeinschaft bekommen, wo sie sein sollen. Und die Erscheinung von Gott ist begleitet worden von furchtbarem Donner, von dunklen, schwarzen Wolken, die den Berg eingehüllt haben, von Feuer und Blitzen. Smoke and Lightning, Heavy Metal Thunder. So ist die Rede von Gottes Herrlichkeit. Vielleicht denkst du jetzt, gut, das mit Rauch, Blitz und Donner passt ja, aber das mit dem Heavy, das ist einfach wieder so eine übermütige Übertreibung von Samuel, so eine moderne Überlagerung der biblischen Texte. Aber ihr müsst hören, Herrlichkeit heisst auf Hebräisch Kabod. Und Kabod bedeutet nicht nur Herrlichkeit, sondern auch, tada, Gewicht, Heaviness. Kabod heisst nicht nur Herrlichkeit, sondern auch Gewicht. Wo Gottes Herrlichkeit am Sinai erschienen ist, da ist das darum wirklich Smoke and Lightning, Heavy Metal Thunder gewesen. Und die sichtbare Herrlichkeit von Gott hat die Israeliten dann auf ihrer Wüstenwanderung begleitet. Und der Jan liest uns dazu jetzt einen Abschnitt aus dem 2. Buch Mose, aus dem 40. Kapitel. Ich kann wieder mitlesen auf der Seite. Mose konnte nicht ins Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke lag darüber und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Immer wenn die Wolke sich von der Wohnung erhob, brachen die Israeliten auf. So war es, solange die Israeliten umherzogen. Wenn die Wolke sich nicht erhob, wanderten sie nicht weiter. Dann warteten sie, bis sie sich wieder erhob. Bei Tag lag die Wolke des Herrn über der Wohnung und nachts leuchtete Feuer aus der Wolke. Solange die Israeliten umherzogen, hatten sie immer die Wolke vor Augen. Die sichtbare Herrlichkeit von Gott hat da einisch also so ein Gewicht gehabt, dass sogar der Mose als Vertrauter von Gott auch nicht mehr ins Zeltheiligtum hinein hätte können. So stark war die Gegenwart von Gott,
So schwer ist die Herrlichkeit auf dem Ort gelastet, dass sie alles andere rausgedrückt hat. Das Gewicht von Gottes Herrlichkeit. Die Bibel redet von Gottes himmlischer Herrlichkeit also nicht so von etwas flockig, wattigem, so einem Lichternebel, sondern von Rauch, Feuer und von einem spürbaren Gewicht. Ich mag mich an eine intensive Gebetszeit in der Bibelgruppe am Gimmer erinnern, wo ich das erste Mal plötzlich so ein Gewicht gespürt habe. Es war, wie wenn auf dem ganzen Körper gleichmäßig verteilt etwas ganz Schweres lasten würde. So schwer, dass ich mich gar nicht mehr bewegen konnte oder eher nicht mehr bewegen wollte. Das Gefühl von diesem Gewicht war nämlich nicht unangenehm, nur sehr ungewohnt und überraschend. Ich denke heute, dass es eine spürbare Begegnung mit Gottes Herrlichkeit war, mit seiner Kavot, seinem Gewicht. Unsere Erfahrungen mit Gewicht im Leben sind aber oft nicht so positiv. Oder? Vielleicht erlebst du gerade aktuell, wie schwere Lasten drücken. Wie ist das mit Gottes Herrlichkeit, mit Gottes Gewicht? Wir hören noch einmal Jana mit einem kurzen Abschnitt aus dem 24. Kapitel, jetzt das mal vom 2. Mose. Die Herrlichkeit des Herrn kam auf den Berg Sinai herab. 6 Tage lang verhüllte die Wolke den Berg. Am 7. rief Gott aus der Wolke heraus Mose zu sich. Die Herrlichkeit des Herrn sah aus wie fressendes Feuer. So sahen die Israeliten sie auf dem Gipfel des Berges. Die Herrlichkeit von Gott hat ausgesehen wie fressendes Feuer. Das Gewicht von Gott kann also auch Furcht auslösen. Und ich denke, wir dürfen unter diesem Gesichtspunkt auch unsere Erfahrungen im Leben anfangen, anders zu interpretieren. Dort, wo das Leben heavy ist das vielleicht gar nicht Ausdruck von Gottverlassenheit, sondern von einer besonderen Nähe von ihm. Dort, wo du Schwere spürst, hat das vielleicht auch etwas mit Gottes Gewicht zu tun, mit seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist heavy. Und das löst im ersten Moment vielleicht einfach mal Furcht aus, wenn das Leben drückt. Aber wir haben die Zusage, dass uns nichts von der Liebe von Gott trennen kann. Das zeigt der Weg von Jesus. Gerade dort, wo es richtig heavy wird, dort zeigt sich die Herrlichkeit von Gott, sein Gewicht. Ich denke, das ist ein Wort, das wir uns ins Herz schreiben lassen. Aber wenn wir das im Moment, wo es uns drückt, gefühlsmässig vielleicht noch gar nicht positiv erleben können. Aber hoffentlich dürfen wir dann im Rückblick eigentlich sehen, wie sich auch gerade dort in diesen schwersten Stunden letztlich Gottes Herrlichkeit in unserem Leben und drumherum durchgesetzt hat. Ich habe letztes Mal schon über die Rolle des Leiden geredet. Und ich kann das heute Abend nur noch einmal unterstreichen. Zum vollen Leben gehört als Schwere. Zum leidenschaftlichen Leben gehört als Leiden. Es ist der Preis der Liebe, der sich verschenkt. Und ich darf dir heute Abend zusagen, wenn du Schweres erlebst, dann bist du nicht Gott vom Karren runtergefallen, sondern er ist mitten bei dir. Weil Gottes Herrlichkeit ist heavy. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Amen.